Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Streif. Und ihr seht ja schon, das sieht ein bisschen, ganz kleines bisschen anders aus wie beim letzten Mal. Also, hab jetzt fleißig der 3D-Drucker laufen lassen. Und da seht ihr schon. Also den Teil, für die Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, die kennen den Teil da schon. Oder ein bisschen kruscht. Machen wir weg. Erledigt. So. Und nochmal kruscht. Ja. Muss da beim Konzept bleiben. Also für die Leute, die da schon länger auf dem Kanal sind, die kennen den Teil, den vorderen Teil schon. Und jetzt habe ich das da. Das habe ich nochmal in Grau rausgelassen. Ich glaube, das habe ich in schwarz schon erzeugt. Das habe ich jetzt nochmal in Grau rausgelassen. Und habe es probiert und mir gefällt es besser in schwarz. Das gibt ein bisschen mehr Akzent. Und dann habe ich da das Klepple rausgelassen. Ich glaube, das habe ich. Weißt du das? Ich glaube, das habt ihr das letzte Mal schon gesehen in schwarz. Ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Und was neu ist, steht dahinter. Da seht ihr, das geht da so schön fließend über. Das hat mich ein bisschen probiert. Also, da habe ich ein bisschen rumprobieren müssen. Und dann habe ich sogar das da noch. Das seht ihr, der ist schön. Das habe ich da so betrachtet, wie es abgeschlossen werde. Weil das ist wahrscheinlich, da wird es dann da zu dünn. Das seht ihr auch, da unten das am Griff habe ich so gemacht, dass das einfach, ja, stimmig wirkt. Jetzt sieht das Einzige, was mir jetzt, deswegen haben wir das Fläschchen da hinten, mit dem Paint Remover. Das alles, was mich stört, ist auch nicht der Teil. Das da. Das ist nur orange, das gefällt mir nicht. Und das habe ich in zwei unterschiedliche Versionen, man ausdruckt. Einmal mit der Spannungsanzeige. Und das ist jetzt halt, ihr seht da schon die Punkte da. Seht ihr es? Jetzt müsst ihr es sehen. Die Punkte sind da oben, das heißt, das ist auf dem Kopf. Ja, sonst müsste ich das Kabel ganz angeschickt führen. Das ist halt von da nach da. Und das muss halt auch über den Knick, weil sonst müsste ich das da rum und dann da rein und dann das vielleicht da nicht mehr zugegangen, weil das kennt schon. Aber da bräuchte ich ein längeres Kabel, glaube ich. Und so viel Luft habe ich da nicht. Und das da oben, das ist auch angeschickt. Also ja, ich glaube, ich baue dann doch das andere ein und das klebt man wieder nach unten ein, dass das dann. Weil das leuchtet auch die ganze Zeit. Das versaut die Optik ein bisschen, wenn es an ist. Das schauen wir uns nachher gleich an. Da können wir eigentlich gleich mal. Ja, für die Leute, die wirklich auf Details achtet. Da seht ihr, das habe ich auch einen 3D-Drucker rausgelassen. Das ist jetzt, ja, zweimal, dreimal rumprobieren und dann ein bisschen nachjustieren. Dann hat sie das innerhalb von ein paar Minuten entworfen und beim rumprobieren. Gott, sogar das Federle. Ja, viel fällt jetzt nicht mehr. Also, ich glaube von den Originalteilen. Klar, die Schale, die ist ein Original. Dann haben wir das Ding, das ist ein Original. Und da die Verbindung dazu. Alles andere. Ich glaube, also der Käfig, der ist von Worker. Dann ist der Schieberle. Da. Das war da wahrscheinlich nicht zählen. Ah, gerade so. Das ist auch von Worker. Und die Teile, die habe ich euch damals bei dem Video verlinkt. Die sind von anderen Leuten, die das entworfen haben. Das ist alles von mir. Das Klepple ist von mir. Die Schulter, ja, ich würde es jetzt nicht Schulterstütze nennen, also das ist jetzt auch. Normalerweise hat man da das zum Einrasten. Das hat das jetzt natürlich nicht. Das ist halt einfach sauber entworfen, dass das richtig reingeht. Da haben wir da einfach so ein bisschen Puzzle. Das ist die 2. Die Nummer 1 hat da noch kleine Differenzen zum. Ja, muss ich mal die Düse wieder wechseln vom 3D-Drucker. Aber ja, das geht um Prototypen rauszulassen. Das ist ja nichts, was ich jetzt in Serienproduktion machen möchte. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also, da müsst ihr mich ein bisschen outbetteln drum, dass ich das. Und wenn dann müsste jemand gucken, dass ich da jemand finde, der dann 3D-Drucker das sauber macht. Das kann ich nicht selber machen mit meinen jetzigen Mitteln. Aber kann sich ja alles ändern, das weiß man heute noch nicht.
Ja, das habe ich mit so einem Stiefstock gemalt. Das war mal zwischendrin mal wieder schön weiß und jetzt ist halt wieder so. Und ich denke, als nächstes schneide ich den Teil noch weg und mache den alten 3D-Druck, den weiß, dass das einfach aus sauberer Kunststoff ist. Genauso das Deckel. Ja, das habe ich nicht selber entworfen, das Deckel hier. Aber wir können ja mal eine Runde schießen. Dann kann ich auch zeigen, wie das. Jetzt macht es kurz Krach. Das piepst immer ganz ekelhaft, wenn man das einsteckt. So. Ja. Ein bisschen mehr Platz, das dem Ding schon nicht schade. Da seht ihr jetzt. Ja, ich halte auf den Kopf. Das war vorher, war das okay, da hat man das aufgeklappt. So rum ist ja wieder, so passt's. Aber das bringt euch ja selber nichts. Ich glaube, da mache ich das andere Kläppchen rein. Aber packen wir mal ein Magazinchen rein. Das macht Krach. Und das macht die Pfeile so richtig he. Das macht aber Spaß. Ja. Aber heute will ich ja wohl den Lack da noch wegmachen und wollte das jetzt euch einfach mal zeigen. Aber wenn wir da schon dabei sind, kurze Frage, welches Magazin gefällt euch besser? Das da? Das da? Ich finde, das Ding braucht einfach so ein Bananenmagazin. Das kehrt einfach irgendwie, oder ja, und irgendwann mal noch gescheite Schulterstütze. Aber als erstes habe ich gedacht, entwirfst mal die Schnittstelle. Der Rest, den kostet dann so noch. Der Rest passt ja dann, wenn das mal. Und das bräuchte ich dann für Schulterstütze. Ich weiß nicht, ob ich das mit Reibung hallo machen möchte. Oder ob ich da schon das Eirasch-Ding machen möchte. Und dann müsst ihr jetzt hier. Da könnt ihr ja da so unten so Bügel rein. Da könnt ihr da so einen Ausschnitt machen, der dann noch durch das graue Ding überdeckt wird. Ja, das graue. Oder ich lasse das halt einfach so, weil das hebt schon echt gut. Also. Meine Idee war halt einfach, die Streifen so zu machen, dass das irgendwie das originale Design erhalten bleibt. Deswegen sind da die Öffnungen auch noch, das da alles noch. Ah ja, die Teile sind auch noch original, aber. Also das ist ja alles noch und das da vorne noch. Aber einfach auch das Ganze ein bisschen. Also mit dem Tierlefacher, das hat mir nicht gefallen. Das passt jetzt immer noch nicht ganz. Das hat glaube ich. Das habe ich so weit angemalt. Das habe ich nicht so weit oben angemalt, deswegen sieht es besser aus. Und das, ja. Das ist auch schwer, weil das hat einer im Original sitzt das eher so. Ja. Aber mittlerweile haben wir als fast alle Teile ausgebaut. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Da könnte man jetzt auch das Ganze kurzer machen. Das ist eher eine Pistole. Sieht schon auch cool aus. Was ich mir überlegen bin, wenn ich das sowieso selber gedruckt habe, das einfach kompakter machen. Da kann ich das auch ein bisschen kompakter machen. Vielleicht auch nochmal eher Schalldämpfer oder sowas. Das sieht halt, gefällt mir schon. Also da kann man schon einiges mitmachen dann. Aber ich glaube als nächstes mal eher Fokus dann aufs eigene Blaustelle. Ja. Kommt ja als nächstes das erste. Da habe ich ja das letzte Mal die Idee präsentiert und als nächstes kommt dann das erste Aufbauvideo dazu. Oder?
Also der erste Fortschritt. Da kann ich eigentlich noch nichts dazu spoilern, weil ich selber noch keine Ahnung habe. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das erfahrt ihr dann, wenn das Video kommt. So. Machen wir das. Zerlegen wir das, dass ich das nicht versau. Machen wir alles weg, was wir wegmachen können. Und ich glaube, wenn wir das zerlegen, dann bauen wir das andere Kläpple ein. Das wieder raus. Und das machen wir mal schnell Durchlauf. Bis gleich. So, Oderle, zerlegt ist. Da können wir es ja. Boah. Habe jetzt noch nicht viel mit geschossen, aber gucke doch mal, wie es die Pfeile da zerlegt. Da könnt ihr mal selber beurteilen. Das ist ein bisschen Nachbesserung, wäre da vielleicht bei dem Modell nicht ganz schlecht, aber das dauert immer halbe Ewigkeit, das auszudrucken und weg. So ein bisschen Spannung ist mir das dann auch voll egal. Ist halt eine gute Presspassung. Ja. Das sieht halt in Grau, es ist dann ein bisschen zu viel von derselben Farbe, denke ich. Das habe ich auch geguckt. Es sieht in Schwarz einfach besser aus, man. Gibt ein bisschen besseren Kontrast. Aber ich habe es probiert. Und ja, das brauchen wir wieder in Schwarz sein. Bei dem Stift müsst ihr vorsichtig sein. Das habe ich mal verloren und es ist das eine Module festgeklebt. Das war vielleicht nervig. Da habe ich ein ganzes Schwungrädlerskäfig ausbauen müssen. Aber das ist das ohne. Ich denke, das mache ich wieder so. Mache ich wieder so, dass ich das nehme. Was hätte das Teile? Halt ganz einfache Formen nachgebaut. Das hat nicht lange gedauert, das zu entwerfen. Aber das hat mir dann in Orange auch nicht gefallen. Packen wir das mal alles weg. Jetzt habe ich da Zebra. Das habe ich schon am anderen Stück Kunststoff testet. Also das, zumindest bei dem Kunststoff, bei dem ich es testet habe, hat es mir das nicht angegriffen. Weil das ist ja die größte Sorge, dass man dann irgendein Lösungsmittel verwendet, das da nicht bloß der Lack entfernt, sondern auch der Kunststoff. Ah, die scheiß Kindersicherung. Und den Kunststoff würde ich gerne erhalten. So, das ist jetzt wahrscheinlich ganz tot. Ein bisschen zuschrauben. Das kann es gut sein, das ist halt nicht besonders aggressiv. Da ein bisschen ist jetzt ein See weiter. Ich würde sagen, das machen wir auch schnell Durchlauf. Bis gleich.
So, dann, jetzt ist über eine Stunde vergangen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie schnell ich das zusammenfasst kriegt oder ob ich da. Ich glaube, ich spule das einfach so weit vor, dass es euch schlecht wird. Halt. Aber wenn ihr bis dahin da bleiben seid, ist ja gut. Weil ich werde das schon gemacht haben zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht. Also das ist dann quasi, ja. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Mittel nicht da einen Einfluss hat, weil das ist jetzt da noch. Oder ob das vorher schon gebrochen war, oder ob das jetzt spröde wurde ist dadurch, oder ob das vielleicht einfach, weil ich jetzt da das Alt dran rum da habe. Und ich weiß auch nicht, ob es die Zeit wert war, aber jetzt habe ich schon angefangen. Machen wir die andere Hälfte auch noch voll. Und dann, ich glaube, da haue ich ein bisschen Heißkleb rein, dass das wieder stabil wird nachher. Ja, wenn man das da so drauf tut, dann sieht es gut aus. Ach, das ist aber auch, das haben sie echt gut lackiert. Also, das sind mehrere Schichten, so wie das aussieht. Und man auch denkt, warum haben sie das da nicht so gut lackiert? Warum das da? Warum das mit der hässlichen Farbe, warum das so gut? Warum nicht das ich schön finde? Ja, aber das kriegt man wieder halbwegs poliert. Also wenn man da mit dem Finger drüber fährt, dann glänzt das wieder halbwegs. Das heißt, das Mittel greift den Kunststoff jetzt nicht so arg an. Das war vielleicht vorher schon spröde, ich weiß es nicht, oder vielleicht mag das. Und wenn nicht, entwerfen wir das Ding halt auch mal im 3D-Drucker. Und dann drucken wir das so aus, dass es aussieht wie neu. Der sage, wir sprechen uns in einer Stunde, habe ich den Dauerlauf heute gemacht. Bis gleich. So, dann weitere 20 Minuten oder was auch immer. Ich glaube 20 Minuten waren es, was ich. Ja gut, ich habe ja dem da vorher schon angefangen gehabt. Also dafür habe ich länger gebraucht, weil ja, ich habe ein bisschen cheatet. Habt ihr gesehen vielleicht, da habe ich mit dem Schraubenzieher hantiert. Ach komm, man lebt nur einmal. Und seid ist schade, das. Da Ibra die Krümel. Ja, Prost. Wenn wir Zebra holen. Jetzt warte ich nur, dass das Holzkleppistol warm wird. Und dann, weil das ist jetzt da ein bisschen, vielleicht von vielen Hantieren ein bisschen spröd worden. Oder vielleicht halt doch die Chemie sich mit dem Kunststoff nicht ganz verträgt. Das ist ein bisschen spröd worden. Das füllen wir dann einfach ein bisschen mit Holzkleber auf, um das ein bisschen stabiler zu machen. Das jetzt. Das wäre scheiße, wenn das da. Ja, das. Los. Eieieiei. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das so komprimiert, dass es für euch noch interessant ist. Wenn nicht, gut. Würde mir mal interessieren, wenn ihr bis hierher geschaut habt, ob das für euch noch passt hat oder ob das ein bisschen zu viel war. Aber ich glaube, so eine Lackiererei, das machen wir am nächsten Zeit sowieso nicht. Weil das ist schon rechter Scheiß. Ah, die Äcker sind ein Scheiß. Oh, das kommt zum Glück raus. Ja, das war jetzt zum Glück auch nicht die neueste. Da hat jemand auch beim Lackieren nicht aufpasst. Das hat mich schon immer gestört. Weil da gehört Farbe garantiert nicht noch. Da, das ist jetzt halt ein bisschen, das seht ihr. Und dann machen wir Tröpfchen Heißkleb rein. Präzisionskleber.
ist das ein bisschen verdollt. Da wird das schon stabiler sein. Das ist halt schön flach machen. Wenn wir da schon dabei sind. Da auch noch ein bisschen. Und mit Finger zusammenkleben. Da hat keiner was davor. Gut, ihr vielleicht für Unterhaltungswerte. Bin echt mal gespannt, wie lang das Video ist. Also das mit dem Putzen, das werde ich so zusammen komprimieren, dass ihr euch wundert. Und das war, dass ihr euch wundert, dass das so lang war. So. So, da. Und was wir jetzt auch schon machen, wenn wir die Heißklebpistole anhaben. Oh, kriege ich das wieder weg? Kriege ich das wieder weg oder muss ich das behalten? Ach, scheiße. So habe ich das eigentlich nicht geplant gehabt. Ja, so sieht es denn aus. Weiß nicht, ob ihr es wissen wolltet. Jetzt wisst ihr es. Oh, das sieht dann noch wahrscheinlich schäbig aus. Ja, komm. Das lassen wir da dann noch, bis man es irgendwann mal braucht. Ach so rum war's. Das Ding war jetzt auch nicht so teuer. Das holen wir frisch. Darum. Ja, komm schon. Ach, das ist meiner. Ah, scheiße. Hoffe, dass der YouTube-Algorithmus kein Schwäbisch versteht. Jetzt. Kaum macht man es richtig, schon Gott wieder. So, jetzt machen wir den Stift. Holzkleppbestell lassen wir nochmal da, auch Zeit. So, zwei kurze und eine lange Schraube. Dann wichtig, den ganzen Krug wieder einzulegen, bevor man es zusammenschraubt. Der ist da. Das ist ganz gut, der Kunststoff wird ein bisschen trüb durch das Zeugs. Aber wenn man am Finger drüber reibt, geht's wieder. Dann poliert es der Finger wieder auf. So, das Ding da rein. So rum muss. Das hält das jetzt auch. Und Finger sind jetzt orange, oder? Das, was mich halt stört, dass man die Dolde, also das, wo die Farbe echt am hässlichsten aussieht, das haben sie am besten lackiert. Und so den weißen Streifen, der geht schon fast von der Leu ab. Und das Orange hat echt gut gehalten. Und das ärgert mich halt einfach ein bisschen, wenn man denkt, ja, hätte es der Rest auch so gut lackiert, wäre das eine klasse Sache gewesen. So, das Deckel haben wir drin. Das sind so Dinger, die gehen im Nachhinein nicht. Ah, die ist vorne, soll man reinmachen. So, da. Habe ich das doch tatsächlich falsch rum?
Vorsicht, dass man das Stiftchen nicht zum Käfig fällt. So. Jetzt. Ja. Das quetscht sich zusammen. Der sage, ich mache kurz einen Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, der Leder ist wieder zusammengebaut. Jetzt fehlt uns nur noch da das. So ein Messmittel. Gucken wir, das muss dann wieder so rumnehmen. Gucken wir, bevor wir den nachkleben, ob es geht. Geht's? Gleich wieder. 11,5. Ja, passt. Dann kleben wir das wieder rein. Ja, das ist schön, dass ihr so viel seht. Hätte vielleicht mal auf meinen Kontrollmonitor gucken sollen. So. Holzkleb. Ist das nämlich hier versteckt und vor allem das Zeug nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung, das hat mich dann schon gestört. Boah, ist das laut. Passt. Wie wenn ich das schon mal gemacht hätte. Es ist leer. Gott wieder. Auf! Anderes Magazin rein. Das sieht schon ganz gut aus. Aber jetzt das nächste Mal einfach überlackieren. Von da abkleben und mit schwarz oder so überlackieren, weil das, ich glaube, das hat das Kunststoff schon ein bisschen angegriffen und das ist halt. Ja. Ich mache das, dass ihr es mir mal nicht machen müsst. Ja. Fäden vom Häuskleb. Ja, könnt ihr mal das Ziel von Rillen untergucken. Ach, da hat's wieder. Ja, da hätten wir jetzt das Tier nicht gebraucht. Oh, das sieht schon besser aus. Hier gemacht. Ach, okay. Das ist halt. Das sortiert die gute Pfeile und die schlechte Pfeile. Oh, leer ist. Können wir das andere Magazin wieder neu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Streifen noch was mache. Ich glaube, so langsam wird sie ein bisschen. Ich glaube, ja, das Deckel auf jeden Fall noch mit dem weißen Streifen, dass das so eingelegt ist. Das müsste einfach möglich sein. Zumindest denke ich mir das. Und das muss ich gucken. Und da muss ich gucken, ob ich das wieder rauskriege oder was ich damit mache. Das wird sich zeigen. Das ist dann gut rauskriegen, du das auf jeden Fall wieder, aber die Frage ist halt,
ob es dann auch gut aussieht. Also, das ist halt. Das habe ich ja schon mal an den anderen Deckel drin gehabt. Ja, gucken wir. Das sehen wir dann schon alles. Ganze Krust weg. Auch schöner Blick auf die Streufarbe. Also mir gefällt's. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Bastelprojekten. Euer Blaster-Ingenieur.